Der Plattkeller-Stammtisch aus dem katholischen Bildungswerk Wuppertal Solingen-Remscheid. Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge Plattgesagt, der ersten im neuen Jahr. Grüß dich, Emily. Bist du gut ins neue Jahr reingekommen? Sowieso. Ja, es war mal wieder relativ entspanntes Silvester bei uns. Ich glaube, bei euch auch, ne? Gezwungenermaßen konnte ja nicht so viel passieren, wie sich viele von euch und uns sicherlich gewünscht hätten. Aber nun, so ist das. Wir kommen trotzdem gut ins neue Jahr und hoffen dazu, heute ein wenig was beitragen zu können, denn wir haben eine niegelnagelneue Folge Plattgesagt für euch. Ich hoffe, ihr seid auch gut ins neue Jahr gerutscht. Ihr habt euch nicht allzu viele unerreichbare Vorsätze gemacht für dieses Jahr. Wir müssen natürlich auch immer im Hinterkopf behalten, dass es schwierig ist zu planen dieser Tage. Aber ich hoffe, wir machen alle das Beste draus. Das denke ich doch. Und wir haben umso mehr Pläne für die Sendung gemacht, denn die nächsten Monate werden anders als gewohnt. Darauf könnt ihr euch schon mal einstellen. Wir klären euch gleich sofort auf, worum es sich genau drehen wird. Fakt ist, es ist eine spannende Sache. Ich bin gespannt, wie wir das Ganze aufziehen werden. Platt gesagt, mit einem neuen Gesicht, kann man schon so sagen. Ja, auf jeden Fall. Im 2022. Hoffentlich bleibt ihr dabei. Wir hören uns gleich nach der Musik wieder. Bis denn. Der Plattkeller-Stammtisch auf der 107.4. Ihr hört Plattgesagt hier auf der 107.4. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, dass wir euch heute ein paar Ankündigungen zu machen haben, da sich auch bei Plattgesagt im neuen Jahr sehr viel verändern wird. Bevor wir damit loslegen, hat Juri jetzt noch einen Beitrag auf Platt für euch. Ja, soll ja schließlich auch nicht allzu viel Veränderung sein und wir sind immer noch platt gesagt, deswegen gibt es jetzt Skate ob platt für Önk. Ja, die Weihnachtstage liegen ja noch gar nicht so lang zurück. Hoffentlich habt ihr auch die gut überstanden. War ja dann doch sehr gesellig für die meisten. Ich habe sie genossen, viel Zeit mit der Familie verbracht und unter anderem auch meinen Cousin besucht, der Jäger ist. So, und dann gab es bei ihm am zweiten Weihnachtstag Rehrücken. Ich selber esse zwar kein Fleisch, aber die anderen waren sehr beeindruckt und es sah auch wirklich hochwertig aus, das Ganze. Jedenfalls kriegt man von ihm dann auch immer mal so ein paar Anekdoten mit, die sich bei der Jagd zugetragen haben und auch das ganze Fachliche, was er wissen muss. Ne? Unter anderem, dass das Blut, was aus dem Tier austritt, nennt sich Schweiß in der Jägersprache. Das vielleicht so im Hinterkopf behalten für die kommende Geschichte. Die kommt von Hans Geib aus seiner Serie Hiekalt Oette und nennt sich Jägerlatein. Red weten doch sicher alle Mann, wat ma onger Jägerlatein zu verstehen het. Dat sind so die Geschichten, die sich de edlen Weidmännersch onger vertellen. Me wird dobi nie sicher, ob es sich Dichtung oder Wahrheit handelt. Jedenfalls han sie mich in Episödchen verkrüppt, dat sich wirklich zugedregen han soll. Et klong auch gar nicht so unglaubwürdig. Also, der Emil K. hat nur 2 Anlöpe glücklich die Jägerprüfung aufgeleitet und Brandendrop nur endlich ins in eine freie Weltbahn zu kommen. Die Gelegenheit ergof sich, als er von einem Jagdpächter eingeladen wird, doch in sind Pirsch mitzumachen. Ganz aufgeregt und voller Tatendrang hong sich der Emil an dem betreffenden Dach seine Flinte und trok im Morgengrauen mit in das Revier. Vom Anstand ut lätte dann voller Konzentration seine Blicke schweifen. In de Bösche richten sich aber nix. No entstond ob 2, et Sönnekenstrahlen entöschen vom Himmel, hoppelten plötzlich in Häsken durch die Schonung. Der Emil, abgeschreckt, rät seine Flinte hoch und peng. Der Langöhrige schloren Hoken und wetzten im Zickzack af. Er war weg. Nee, deitzigte Emil, den Mäuze doch ganz sicher erwischt han. Also magten Herr Seck in der Richtung ob'n Weg, in der dat Häsken verschwungen war. Der Äste und Ströker schlugen ihm um den Kopf, als er im Ilschritt durch die Bösche stürmten. Ob emol hörten de Bosch ob, ohne Emil stong am Rang von dem Acker, ob dem ein Birken mit Pät und Egge sinne Kreise trock. Usen Neujäger gängen ob den Bur tu, noch ganz ute Puste, räusperten sich und fruchten: Entschuldigen Sie, Herr Landmann, haben Sie nicht vor kurzem einen Hasen gesehen? Jo, ne meinten de Bur, der ist hier ewes vorbeigelopen. Ganz weitmännisch, in Erinnerung an seine vor kurzem erst aufgeleitete Jägerprüfung, forschten der Emil wieder mit der Frucht: Schweißte er denn? Do droppt dat Bürken: Wenn er so forsch wiederlöbt, wie Herr ewes hier vorbeistratzten, dann wird er wohl an den Schwerten kommen.
Der Plattcolor-Stammtisch auf der 107.4. Hier sind Emily und Juri auf der 107.4 bei Platt gesagt. Es ist die Januar-Ausgabe und wie wir euch gerade eben schon angekündigt haben, wird es für 2022 ein paar Veränderungen geben. Lass uns doch mal so ein bisschen zurückblicken auf unsere bisherige Arbeit, die wir hier so in den 2 Jahren gemacht haben. Wir haben ja viele, viele Themen behandelt, haben geschaut, welche fremdsprachlichen Einflüsse gibt es im Platt mit Jiddisch und Französisch. Wir haben über Rap und Mundart gesprochen. Wie kann sich der Dialekt auch so ein bisschen verjüngen? Womöglich war da das Thema der Folge. Wir hatten einige Gäste hier zu Besuch. Wir haben über den Heimatbegriff gesprochen, der oft auftaucht, wenn man sich mit Mundart beschäftigt. Es ging um den Sprachwandel und die Zukunft von Platt. Es ging um Persönlichkeiten, die Platt gekeilt haben und hier aus dem Wuppertaler Raum stammen. Zum Beispiel haben wir Johannes Rau euch vorgestellt, Else Lasker-Schüler oder auch so Persönlichkeiten von der Straße wie Huschusch und Zuckerfritz. Also jede Menge Themen, jede Menge Plattbezug, aber es gibt auch einige Schwierigkeiten, auf die wir gestoßen sind, richtig? Genau, und das ist ja im Grunde auch schon, wie du das gerade ansprichst. Also wir hatten eine Vielzahl an unterschiedlichen Themen hier bei Platt gesagt und irgendwann ist halt dieses Kontingent auch ausgeschöpft. Also ihr wisst ja, wir reden hier übers Platt und nicht auf Platt. Und das erschwert uns halt so ein bisschen die Themenfindung einfach, weil das gar nicht so ganz einfach locker flockig aus uns kommen kann, sondern das muss abgesprochen werden. Wir brauchen Menschen zu Besuch oder die Unterstützung von Menschen, die sich da besser mit auskennen, die es keilen. Ja, genau, das ist halt die Schwierigkeit, die wir häufig hier schon herausgestellt haben. Wir selber sprechen kein Platt, ne? Deswegen müssen wir so ein bisschen die Brücke schlagen und sehen, wie können wir über Platt sprechen, dass es immer noch spannend bleibt. Die Themen sind begrenzt, weil wir uns in Wuppertal befinden, weil da natürlich auch eben nicht so eine riesige Sprecherschaft hintersteht, wie zum Beispiel im Bayerischen oder im Kölschen selbst. Deswegen stoßen wir da schnell auf unsere Grenzen. Ganz kurz dazu. Einige von euch hatten ja auch angemerkt, dass unsere Sendung sehr viel wissenschaftlicher geworden ist. Und da müssen wir euch auch in Teilen zustimmen, woran wir aber halt nichts verändern konnten, eben aufgrund dieser Sachen, die wir gerade gesagt haben, dass wir halt nur drüber sprechen können. Genau. Und aufgrund dieser ganzen Punkte haben wir uns zusammengesetzt und überlegt, was können wir tun, haben auch mit dem Sebastian gesprochen und jetzt festgelegt, was wir denn eigentlich vorhaben. Also aufgrund dessen haben wir halt einfach festgestellt, dass es so, wie wir es bisher gemacht haben, für uns nicht mehr möglich ist, weiterzumachen. Uns liegt die Sendung aber sehr am Herzen und wir würden das gerne weitermachen und haben uns halt als Aufgabe gesetzt, das so anzupassen bzw. zu verändern, dass wir euch weiterhin einen Mehrwert bieten können und euch weiterhin auch mit Platt irgendwie das Platt näher bringen können. Ganz genau, ja. Das wird auf keinen Fall verschwinden. Es wird aber vielleicht ein klein wenig kürzer treten, weil wir gedacht haben, okay, dieses Format heißt ursprünglich der Wuppertaler Bürgerfunk. Und deswegen wollen wir uns Menschen einladen hier in die Sendung, die die Stadt so ein bisschen prägen, eben auf ihre Art und Weise, die sich hier für ihre Ziele einsetzen, die sich engagieren in der Stadt und die am Ende Wuppertal ausmacht. Das könnt ihr sein, genauso gut wie wir. Und deswegen wollen wir euch ein paar dieser Menschen vorstellen und diesen ursprünglichen Sinn vom Bürgerfunk so ein bisschen aufleben lassen. Genau, also einerseits das Platt weiter leben lassen, aber gleichzeitig auch mehr von uns einfach reinbringen, von Wuppertal reinbringen und von den Themen, mit denen wir uns gut auskennen, sodass wir eine Sendung bzw. eine Folge auch gut für euch füllen können. Ganz genau. Und das schließt sich ja gegenseitig auch gar nicht aus, denn mit den Gästen, die wir hier im Studio sitzen haben werden wir definitiv auch übers Platt sprechen und was sie für einen Bezug dazu haben, was ja vielleicht dann auch nochmal uns neue Einflüsse geben kann. Genau. Was es jetzt konkret für die nächsten Folgen heißt, ist im Grunde, wir wollen ein paar neue Rubriken ausprobieren mit den GästInnen, die wir hier haben. Die Jingles werden sich vielleicht verändern, aber platt gesagt, an sich bleibt so im Grunde. Ganz genau, deswegen stellt euch nicht auf allzu viel Neues ein. Ein neues Gewand, aber was drinsteckt, bleibt gleich, würde ich sagen. Und deswegen freue ich mich auf die Februarfolge, in der es hoffentlich dann schon losgeht. Yes. Der Plattcolor-Stammtisch auf der 107.4.
Hier ist die 25. Folge von Plattgesagt auf der 107.4. Wir haben euch gerade eben so ein bisschen Einblick in unsere Pläne gegeben, was wir vorhaben für das Jahr 2022. Hoffentlich könnt ihr da so ein bisschen folgen und hoffentlich gefallen euch die Pläne so halbwegs. Mal sehen, wie es wird. Wir freuen uns so oder so auch jetzt schon über Rückmeldungen und eigene Ideen. Fakt ist, wir stecken natürlich schon knietief in den Vorbereitungen, wie ihr euch denken könnt, und wollen euch daran ein wenig teilhaben lassen. Los geht's. Hey Emily, Hammer, Stichwort Radiosendung, platt gesagt. Wir wollten da doch ein bisschen frischen Wind reinbringen. Lass uns doch mal sehen, dass wir das in Gang kriegen. Was muss denn alles getan werden? Ja, ist echt so, wir schieben das schon viel zu lange auf. Also das Ding ist halt, wir sollten uns auf jeden Fall nochmal zusammensetzen. Aber im Grunde haben wir ja auch schon so einen kleinen Plan geschrieben. Wir sollten halt GästInnen anfragen auf jeden Fall, uns über unsere Kategorien bzw. Rubriken nochmal Gedanken machen. Ich fände es eigentlich auch ganz cool, wenn wir das mal mit dem Intro angehen würden. Die Trenner angepasst werden, weil ich meine, es ist ja immer noch nicht platt gesagt. Und deshalb denke, damit sollten wir mal anfangen. Aber wenn wir eine Liste haben mit Gästinnen und Gästen, dann schreib mir mal und dann kannst du vielleicht gegebenenfalls schon mal die ersten Leute anfragen. Alles klar, danke dir. Ja, dann mal ran an die Arbeit, ne? Ich kümmere mich um Anfragen und dem Sebastian sollten wir auch direkt mal Bescheid sagen. Los geht's. Okay, perfekt. Genau, an Sebastian hatte ich auch noch gedacht, das müssen wir dann, wenn wir im Studio sind, vielleicht auch mal noch genauer absprechen. Wegen des Intros hatte ich eine Idee, aber ich schreibe dir da gleich nochmal zu. Ja, richtig. Dann erstell doch am besten direkt ein Dokument, dann behalten wir die Ideen im Überblick. Seit 2 Jahren bei Platt gesagt am Mikro. Bewusstsein in unserer Generation für Mundart schaffen. Inzwischen möchten wir aber auch mehr Gespräche führen und dem ursprünglichen Sinne des Wuppertaler Bürgerfunks gerecht werden. Mit Menschen reden, die auf ihre Weise die Stadt prägen. Wärst du dabei? Herzliche Grüße, Emily und Juri. Hey, ich wollte mich mal melden, weil ich habe eine Frage. Und zwar moderieren Juri und ich ja die Sendung platt gesagt. Und wir haben da jetzt so ein bisschen vor, was zu verändern, vor allem auch das Intro. Und wir dachten, du machst ja Musik, vielleicht hättest du ja Bock, uns so ein bisschen so einen nicen Beat zu schneidern, den wir da an den Anfang packen können. Wir hatten so überlegt, vielleicht so ein paar Elemente aus dem alten Intro mit so reinzunehmen und daraus dann so ein bisschen was Neueres, Fresheres zu machen. Also wenn du Lust hast, würden wir uns sehr, sehr freuen. Ich schicke dir mal den Original-Beat rüber und sag mir mal, ob du da überhaupt Zeit zu hast. Der Plattcaller-Stammtisch auf der 107.4. Ihr hört platt gesagt und ich hoffe, euch hat diese kleine Montage unserer Vorbereitungen bezüglich des Jahres 2022 bei platt gesagt gefallen. Hier geht es jetzt weiter mit ein bisschen platt. Juri hat einen weiteren Beitrag für euch, der heißt Das Rezept. Ja, richtig. Es wird ja viel diskutiert dieser Tage über Wirkung und Nebenwirkung von Medikamenten. Jedenfalls hat Eduard Bröcker ein Buch zusammengestellt, das nennt sich Allerlei Brezelgeschrebbels und darin findet sich der Beitrag. Das Rezept. So'n Apotheker hätt verdeck, dat mott ma anerkennen, van de Gelehrsamkeit wat weg, wie so viel Gift gedengen. Den ganzen Tag do mott der Säck mit so'n Geschribbels plogen. Les bloßes, wat so'n Doktor schrift, et wird de Grön vor Augen. Wenn do nu so'n Provisorken bi so'ne Hieroglyphen, ob emol es do neven heut, da kann me dat begripen. So war dat neulich es der Fall, et ging so'nen Striepen, et war ein Rezept mit Doktorschrift, die Schrift, die wort Piepen.
Und der Provisor Kegesdrop, he konnt von nix merken. Und dreit dat Dingen hin und her und schwett für Angst wie ein Ferken. Und plötzlich ginge min Käse ob und erleuchtet sin Verstank. De Salzsäure, die nom herut, die stong do an de Wank. So'n Bur, der nom de Fläche mit. Mek werdet getz noch Övel und satt sich ob den Karenbock und fuhr dann no Spruckhövel. He wo schon eine Wirle weg, so'n Stündchen ungefähr, do nom der Chef es selbst den Wäsch und dreiten ihn hin und her. Und seit die Tropfen haben wir leider nicht, die sind uns ausgegangen. Do ist der Apothekerstift für Schreck bald umgefallen. Gott steh mir bei, so Repe Ut, was soll ich jetzt nur machen? Nur die verdammte Doktorschrift ist schuld an solche Sachen. Doch so nem Doktor mag dat nit voll ut. He hätt dann überleit, dann hätt der eben einen mehr im Leben umgebreit. Und plötzlich kom de Weke drop, der Bur wär mit Gespann und woll für sinnen Karengaul vom Rizinus wat han. Der Provisor rät die Augen ob, vom Herz fäll en Stehn. Wie hat die Medizin gewirkt? Gingt durch Mark und Bein. Die Medizin, die war ganz gut. Do kann kein Bur von sterben. Bloß meine Box verdroch sie nit, die ging do von den Scherven. Anmerkung, dat hätt vielleicht ein Städter nit in seinem Buch verdregen, doch wat versteht die Wissenschaft schon von so Burenmägen? Der Plattkaller-Stammtisch auf der 107.4. Wir sind zurück bei Platt gesagt hier auf der 107.4 im Januar und haben natürlich über die beiden Platt-Beiträge hinaus noch ein wenig mehr Mongart für euch, denn wir wollen uns nochmal gegenseitig auf die Probe stellen, bevor wir das hier bald anderen Leuten vorhaben als uns selber. Da müssen wir auch entsprechend vorbereitet reingehen in unsere Neuaufstellung und wollen uns deswegen hier nochmal so ein wenig prüfen. Wir haben uns gegenseitig ein paar Worte mitgebracht. Ich weiß nicht, Emily, möchtest du den Anfang machen und mich auf die Probe stellen? Ja, also ich habe einen Begriff für dich direkt, der heißt Frösseln. Kann man sowohl mit Doppel-S als auch mit scharfem S schreiben. Frösseln habe ich noch nie gehört. Das klingt natürlich erstmal wie Frösteln, aber ich schätze mal, das wäre zu einfach, nicht wahr? Richtig, das wird so einfach. Tja, dann musst du mich wohl oder übel aufklären. Ich habe sonst wirklich keine... Pass auf. Ich habe einen Hinweis. Einen Hinweis. Bau das mal so ein bisschen in den Satz ein. Also, der ist da am Frösseln. Das war jetzt eher... Oder wenig sagen als am Herumfrösteln. Das gibt mir schon mehr Anhaltspunkte. Vielleicht so werkeln? Ja. Ja, genau. Also so ähnlich wie frickeln? Ja, würde ich sagen. Genau, Verstehe. es ist halt so basteln, hantieren. Ah ja. Rum. Okay. Also frickeln finde ich eigentlich gut. Ne? Das ist wirklich ziemlich ähnlich. Ich habe ein Wort für dich, das ist der Ambrasch. Oh, ich glaube... Kennst du? Ich bin nicht so ganz sicher. Es könnte sein, dass ich mich blamiere vor meinem Opa. Denn ich glaube, ich habe das Wort schon mal gehört, aber es könnte auch sein, dass ich es nicht gehört habe. Kannst du es nochmal wiederholen? Ambrasch. Wenn ich das jetzt in einen Satz einbauen würde, würde ich wahrscheinlich sagen, mag man nicht so einen Ambrasch, das ist mir alte Völlig. Ja, so ein Aufstand? Ja, genau. Aufhebens, Getue, viel Gehabe machen um etwas. Ne? Das ist ein Ambrasch. Könnte man wahrscheinlich so sagen. Die Blamage ist dir erspart geblieben. Okay. Sehr gut, sehr gut. Mein nächstes Wort für dich ist Schäl oder Schäl. Ja gut, wenn jemand scheel ist, dann ist der nicht sogar ganz alle Tassen im Schrank oder, sag ich mal, ein bisschen blöd, einfach nicht ganz gescheit. Ja, also so, es kommt so ein bisschen so von schielend. Es wird auch oft mit, ja, wenn jemand einen so scheel ansieht, so ein bisschen auch betrunken ansieht. Aber hast du schon recht, würde ich sagen. Ja, kann man das gelten heißt, lassen. es geht mehr so um den geistigen Zustand, aber kein langfristiger zwingendermaßen. Ja, genau. Verstehe. Es wird immer eher in so kurzen Situationen verwendet. Okay. Ich habe ein Wort für dich, was meine Kindheit schon begleitet hat, vielleicht deine auch, und zwar der Dutz. Der Dutz? Ja, oder auch Dez oder Dätz. Das, je nach Region, ne? Ob du jetzt in Köln bist oder hier in Wuppertal. Ich glaube, da sagen die Leute das auf unterschiedliche Art und Weise. Sagt man das im Zusammenhang mit Fallen zum Beispiel? Das kann passieren, ja. Okay, ist es so der Po oder der Rücken? Nee, aber du bist auf einer heißen Spur. Es wäre der Kopf gewesen. Oh, okay, ja. Also wenn man sich den Dutz gestoßen hat, dann hat man sich den Kopf gestoßen. Und das hat meine Mutter also immer gesagt, wenn ich mir den Kopf angeschlagen hatte, sagte, hast du den Dutz gestoßen früher, als ich ein Kind war. Okay. So. Also ich kenne Dez. Ja. Aber irgendwie war ich mir nicht mehr sicher, in welchen Zusammenhang. Aber ich wusste nur, dass es irgendwas am Körper ist. Kommt übrigens vom Tête, Kopf auf Französisch. Da sind wir wieder bei dem Thema. Mein letztes Wort für dich ist, das fand ich ganz witzig. Es ist Schecken.
Schecken? Ja, sowohl, also SCH, ECKEN oder mit Verstehe. Tja, ich kenne es nur in dem heutigen Zusammenhang ohne S davor, dass ich halt, wenn ich was checke, dann verstehe ich etwas aus dem Englischen, aber checken, nee. Wenn etwas gescheckt ist, dann ist es ja gefleckt. Hat das damit was zu tun? Nein, deine erste Assoziation war schon ganz richtig. Ehrlich? Es kommt halt tatsächlich vom Englischen. Und ich habe halt gelesen, dass das Wort halt in den Sprachgebrauch kam halt nach 45 Ach. und halt auch im gleichen Zusammenhang halt verwendet wurde. Und das fand ich halt voll interessant, weil es halt diese Schreibweise auch gibt mit CK und SCH. Lustig. Und mit zum Beispiel. Ja. Und ich wusste halt nicht, dass es halt schon so lange irgendwie eingedeutscht ist. Das wusste ich auch nicht. Weil ich dachte, nie vermutet. wenn meine Ich dachte, Großeltern das zum Beispiel benutzt haben, wäre das halt einfach aufgrund von der heutigen weil sie es von uns Verwendung. gehört haben. Ja, Ja. verstehe. Aber Okay, scheinbar ja. gibt es das schon länger. Lustig. Also weniger jetzt ein ursprünglicher Plattbegriff als eher so ein umgangssprachlicher Mundartbegriff. Ja. Weil es da gibt, ne? Richtig. Ja, danke dir. Ich fand das mal wieder bereichernd. Vielleicht merken wir uns die Worte mal und halten die im Kopf für mögliche Gäste in den kommenden Monaten. Gucken, ob die sich auch daran probieren wollen. Ja, fände ich auf jeden Fall sehr, sehr witzig. Vielleicht habt ihr ja mitgeraten. Wenn ja, schreibt uns das gerne. Wenn ihr eigene Begriffe habt, von denen ihr sagt, die müssen wir unbedingt in die Sendung rein, erraten sie sicher nie. Macht das gern. Wir freuen uns drauf und hören uns nach der Musik. Der Plattcaller-Stammtisch auf der 107.4. Ihr hört platt gesagt und wir sind nun jetzt auch schon wieder am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Das geht ja immer irgendwie richtig schnell. Ja, ich habe sowohl beim Aufnehmen als auch, wenn ich es mir dann später mal anhöre, immer das Gefühl, okay, so lang haben wir jetzt am Ende doch gar nicht zusammengesessen. Ich fand es trotzdem wieder sehr, sehr schön. Ich hoffe, ihr habt es auch genossen, den Sonntagabend oder einen Teil davon mit uns zu verbringen. Richtig. Schreibt uns gerne, wie gesagt, auch gerne Ideen zu unseren neuen Vorhaben, von denen wir euch erzählt haben, wenn ihr da noch Vorschläge habt oder Einflüsse, von denen ihr glaubt, die müssten mit rein. Ja, voll. Auch Kontaktiert gerne, uns. wenn ihr dabei sein wollt, irgendwie in Wuppertal und Umgebung. Ja, irgendwas Spannendes macht, was ihr denkt, das findet Platz oder könnte Platz finden in Platt gesagt. Kommt gerne auf uns zu, wir sind da offen und würden uns natürlich darüber freuen. Ganz genau. Übrigens auch, was die Monk Art selber angeht. Natürlich. Weil, wie ihr gehört habt, uns selbst fällt es schwer, Beiträge zusammenzustellen. Wir nehmen die immer aus Büchern oder von anderen lieben Menschen, die sie uns zur Verfügung stellen. Und wenn ihr selber Beiträge auf Platt schreibt, wir bringen sie gerne mit in die Sendung ein und auch sehr gerne von euch vorgetragen sogar, Richtig. wenn ihr da Zeit und Muße zu habt. Wir freuen uns auf jeden Fall aufs nächste Mal, wenn es bei Platt gesagt ein bisschen neu, ein bisschen frisch weitergeht. Folgt uns bis dahin gerne auf YouTube, für Facebook etc. und hört euch die alten Folgen Platt gesagt an. Ein schöner Zeitvertreib bis richtig, Februar. Ich richtig. kann es empfehlen. Wir heißen da jeweils Platt gesagt und ansonsten Sagen wir, bis zur zweiten Ausgabe Platt gesagt im Jahr 2022. Hoffentlich hört man sich wieder. Bis dahin, wir sind raus.